Und somit herzlich willkommen zur 4. Folge hier bei Gran Turismo bei Retrocast Sinnlose Let's Plays. Und ich habe hier ein Auto vorbereitet, und zwar den Impreza WRX, mit dem möchten wir noch ein Rennen fahren, aber ich denke, ich möchte mir noch zeigen, was passiert, wenn man mit einem bisschen unterklassigen Auto probiert ein Rennen fahren. Und da hätten wir von der A-Klasse den GT Cup, den hätten wir noch nicht gemacht. Dann müssen wir uns hier mal anmelden mit diesem alten Auto, der Mirage Mitsubishi oder was ist. Und dann mal schauen, wie denn das Ganze aussieht. Wir werden noch ein Rennen fahren, nachher werden wir das Ganze abbrechen und natürlich das andere Auto nehmen. Die Qualifikation wir überspringen. Es könnte sein, dass ein bisschen schwieriger wird und die ganze Aufnahme da halt nicht so gut wird. Wie gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal wirklich so weit und vor allem ist der Autowechsel noch nicht zu unterschätzen, weil der Mirage ist, glaube ich, ein Frontantrieb und Subaru ist noch ein 4WD und das Fahrverhalten ist schon beim GT schon leicht anders gewesen. Und da seht ihr schon beim Start, die hat keine Chance, die ziehen wir gerade schon weg. Zumindest von der Beschleunigung her. Ja, ein bisschen bessere Traktion, dann komme ich ein bisschen besser um Kurven rum, habe ein bisschen bessere Bremse drin. Aber Beschleunigung ist bei mir natürlich gegen Kontrahenten ziemlich überschaulich und bescheiden. Ja, und da fahren wir gerade schon fertige Schrott zusammen. Komm. Also wir wollen durchlassen, wir wollen abdrängen, jetzt sind es halt mich auch gebütscht und mich mal abdrängt. Da gibt es natürlich auch. Und wie gesagt, es kann sein, dass ich ein fertiges Eich zusammenfahre, aber ich bin ein bisschen knapp mit dem Aufnehmen und brauche noch eine Aufnahme für das Wochenende. Und daher ja, wird es jetzt halt auch, wenn es eine schlechte Aufnahme ist, wird dann da so sein. Aber wie gesagt, da fahren wir den ganzen Geld nicht fertig so. Der Anspruch wäre eigentlich schon zum nicht letzten werden. Da müsste eigentlich auch mit dem Auto reinliegen. Wenn wir ein bisschen schleuer fahren würden. Oder wenn ich ein bisschen schleuer fahren würde. Die erste Runde die haben wir ziemlich verkackt. Es war auch nicht gut gewesen, wie der Topspeed da so weit rauskommt. Die Kurve wäre ein bisschen mehr reingelegen. Die Kurve ist, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Natürlich, wenn ich auch noch mal sagen, ich glaube, der WRX ist natürlich auch nachher zum Decken fahren nicht unbedingt das richtige Auto, aber es sollte zumindest ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Leistung haben. Zumindest sind wir mal nicht mehr Letzte. Das ist schon mal schön.
Kurvenkombi wäre auch ausnahmsweise mal halbwegs schön gekommen. Oder die S-Kurve oder S-Schikane oder wie man dem auch immer sagt. Und dann wieder die lange Gerade, wo wir powermäßig komplett unterlegen sind. Ja, abdrängen jetzt auch nicht viel, ist vorbeigekommen. Jetzt plagt er mich wieder an der gleichen Stelle, oder? Gar nicht gut gewesen da. Zweikampf um den 4. Platz da, der wird hart. Ich lade die nicht vorbei, so einfach. Zumindest seht ihr mal, was ich meine, wenn ihr mit einem schwächeren Auto da probieren zu fahren, dann werdet ihr da durchaus eure liebe Mühe haben. Wenn ihr die falschen Autos auslöst und mit die falschen Autos aufmacht, macht ihr euch natürlich auch keinen Gefallen damit. Oder den Gär können ein bisschen rausdrängen, was gut ist für uns. Probiert jetzt natürlich uns wieder rauszuholen, was ihm auch gelingt. Also aus dem 3. Platz wird leider nichts, wenn wir uns mit dem 4. zufrieden geben. Aber ich glaube, ihr habt gesehen, was ich meine. Ja, offscreen haben wir ein bisschen Zeit verbracht, haben wir den Subaru U2 gemacht und mit dem werden wir jetzt gerade auch den Gap nochmal in Anspruch nehmen. Jetzt werden wir halt die Strecke nochmal sehen, aber ja. Ja, jetzt einfach mal noch wieder gezeigt haben. Ein bisschen Credits oder Punkte, da gibt es auch noch, oder Geld, oder? Jetzt haben wir da nicht gesehen, dass wir abbrechen können, darum schauen wir jetzt da, ob wir uns da abmelden. So, wir da, wo die Meisterschaft beenden, genau. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir mit unserem Subaru oder Subaru, oder wie man es halt will aussprechen, ein bisschen mehr Glück haben. Da müssen wir jetzt erst noch in unser Auto einsteigen. Das war auch ein bisschen mühsam bei den alten Gran Turismo. Bei den neueren, ich glaube, man kann vom Start noch auslesen, wie das Auto das man wollte. Ich bin mir jetzt zwar auch nicht mehr ganz sicher, wer gemeint, das ist noch gegangen. Aber ich habe als 3 und 4 auch schon ewig nicht mehr gespielt. Also 4 Rennen, haben wir ja vorher schon gesehen, jeweils A3 Runden, und jetzt hoffen wir, dass wir mit dem Subi ein bisschen mehr Chancen haben, ein bisschen mehr Gegner sind als nur Kanonenfutter oder Sparringpartner. Die Qualifikation, glaube ich, die brauchen wir nicht. Wir haben jetzt die Strecke gesehen, wir wissen, wo auf uns wartet, zumindest die erste. Und ja, wahrscheinlich wird es mich wieder ein paar Mal raushauen und über die Bande schlagen und so, wie das Fahrverhalten mit dem 4x4 ist schon anders. Ob jetzt da der Realität entspricht oder der Wirklichkeit entspricht, da kann ich nicht sagen. Da spiele ich zu wenig so Rennsimulatoren. Aber da um die Kurve geht es schon mal ein bisschen schlechter als mit dem Mietz noch. Das ist doch klar, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Power. Und da haben wir wieder ein bisschen früher noch anbremsen. Theoretisch.
Kurve ist jetzt auch nicht so schön gewesen. Da öfters mal ein bisschen am Gas ab, ich merke jetzt gerade, die Traktion ist nicht ganz so gut. Ja, das war gar nicht schön gewesen, der Zeitkost. Das war auch schwach gewesen da. Ich finde es nicht so gut gemacht, weil es macht schon einen Unterschied, ob Power über 4 Rädchen auf die Straße gelangt oder nur über 2. Und vor allem macht es einen riesen Unterschied, ob nur über die Front oder nur über die Hinterrads. Also aber die erste Runde sieht nicht einmal so schlecht aus. Jetzt hoffen wir, dass wir nochmal 2 so Runden anbringen. Ah ja, und Lizenzverletzungen hat es natürlich auch schon gegeben, aber dadurch, dass ich nicht monetarisiere und kein Geld damit mache, habe ich im Moment immer noch kein Problem. Und Tony Hawk kann ich da bis auf die letzte Folge meistens umgehen, weil ich den Spielton abgestellt habe. Ich habe jetzt aber so auf die Schnelle beim Gran Turismo nicht gefunden, wo ich da die Musik ein bisschen abschalten kann. Dass die Musik nicht ganz so laut ist im Spiel rein, aber ja, wir leben jetzt halt mal mit dem, so wie es ist. Da bin ich auch nicht keine Freude, wenn es keine Musik hat. Also auch wieder ein bisschen weit raus gewesen, wieder in die Kurve. Und dann kommt die letzte Runde noch dran. Hoffen wir, dass wir da nicht irgendeinen größeren Seich machen. Ah, da haben wir schon mal ein bisschen überschossen. Gut, die halbe Sekunde länger dürfen auf der Bremse stehen. Ich würde sagen, eigentlich läuft es relativ gut und dann haben wir gerade überlegt, ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, weil es wartet ja nochmal ein paar Rennen auf uns und die Runde ist auch noch nicht fertig. Jetzt sollte eigentlich nicht mehr allzu viel passieren, hoffe ich. Dann hätten wir das erste Rennen geschafft. Da würden nur noch 3 anstehen. Ich glaube, das war eine ziemlich gute Leistung gewesen, ausnahmsweise mal. Und wir haben die Strecke vorher schon mal gefahren, zwar mit einem anderen Auto, aber
Das ist schon viel wert, wie man den Streckenverlauf kennt. Und dann wollen wir schauen, was das als zweite Strecke da auf uns wartet. Ist so schön WRX. Ja, wir sehen halt im Auto nicht, aber ich fahre halt schon lieber mit der Frontperspektive. Ich weiss, dass die auch anders aussehen, wenn man wirklich im Auto reinhackt, aber... Ja. Nächster Lauf. Qualifikation tun wir natürlich auch wieder überspringen. Dann tun wir das Rennen in Angriff nehmen. Ja, die Ladezeiten, wie habe ich auch schon angesprochen, die sind auch nicht ganz ohne gewesen, da beim Gran Turismo. Und den Deep Forest, den müssten wir eigentlich so halbwegs kennen. Aber... Ja, jetzt sind der Start verpasst. Das ist schon mal scheiße. Aber mit der letzten Aufnahme, die ich gemacht habe, dass ich da noch gesagt habe, die ist auch schon eine Weile her. Darum habe ich auch die Strecken und das Fahrgefühl nicht mehr so rein. Bis jetzt hat es ja nicht schlecht ausgesehen, aber eben die andere Strecke, die bin ich gerade gefahren vorher kurz, die habe ich gesehen. Wow, da fahren wir einen Schrott zusammen. Jetzt sind wir natürlich Letzte. Also ein bisschen mehr konzentrieren, ein bisschen weniger laffern. Habe ich da vielleicht noch eine Chance? Ja, da hätte man auch ein bisschen anders müssen anfahren an die Kurve. Also die erste Runde, die ist schon mal ziemlich in die Hose. Das sieht bis jetzt auch nicht viel besser aus wie in der ersten Runde, aber wenigstens ganz ein bisschen. Ja, da werfen wir noch ein bisschen. Die zweite Runde ist ein bisschen besser gewesen, jetzt hoffen wir noch auf eine starke letzte Runde. Das ist eine starke letzte Runde. Bis jetzt. Ja gut, mit zweiten hören wir uns natürlich auch zufrieden gehen. Ja. Hat er uns da gerade gerettet, sonst hätten wir die Kurven auch wieder voll verhauen. Ja, da werden wir noch Zweiter. Schade, aber sieht man mal, was ausmacht, wenn man den Streckenverlauf kennt.
für mich zumindest. Der NSX. Ja, das ist gut, wir nehmen da ein paar Pünktchen mit. Wir haben sogar einen Vorsprung um einen Punkt ausbauen. Ist nicht mal so schlecht. Und dann waren es noch 2. Keine Ahnung, was für eine Strecke das jetzt kommt, aber ich hoffe eine, wo man eher ein bisschen liegt. Ja, sieht nicht so aus, hä? Die Kurve da kennen wir zumindest mal. Die Kurve müssten wir eigentlich auch kennen, ja, aber wir sind jetzt so schön gefahren. Da geht jetzt der andere Weg und der Verlauf da, den kennen wir nicht. Jetzt geht ein bisschen eher vorsichtig fahren. Ja, also die erste Runde, die ist noch da, wieder zum Vergessen. Boah, abgehoben, da wäre total schade gewesen. Boah, da ist die Zielgerade da. Also eine erste Runde zum Vergessen. Fehler. Für was nicht ganz ein Totalschaden geworden wie die erste Runde, nur einen halben. Zielgerade. Ja, also da ist auch wieder sehr schwach.
auch nicht so schön. Aber das sieht gut aus und dann hätten wir noch ein Rennen vor uns. Wir müssen jetzt den Vorsprung auf 7 Punkte ausgebaut haben. 9 Punkte gibt es, also sollten wir schauen, dass wir irgendwo unter die ersten 3 kommen. Das letzte Rennen noch und dann hätten wir vom GT zumindest 3 Viertel gemacht und für den letzten müssen wir noch die Lizenz machen, da bin ich immer noch ein bisschen am Werweiseln. 7 Punkte Vorsprung, ja. Bin immer noch am Werweiseln, ob ich es eben auch will machen oder noch nicht. Ich muss Offscreen ausprobieren. Nein, ist es noch nicht. Sonderereignis sollte, glaube ich, könnte man noch mal eine Folge machen mit dem einen oder anderen Rennen und dann die letzte Lizenz und das letzte Rennen dann auch noch macht. Da steht im Moment noch ein bisschen in den Sternen, weil ich bin da wieder im letzten Drückraum aufnehmen, wie ich glaube schon mal erwähnt habe. Und wenn ich einmal offscreen einen Haufen Zeit muss für ein Let's Play verbringen, dann ist halt teilweise fast mehr es Müsse wieder ein Dorf und dann macht es mir nicht mehr so viel Spaß und dann, ja, gibt es aber so Hast-Folgen, so wie die heute und das ist eigentlich noch nicht unbedingt da, wo ich gerne hätte oder möchte. Und diese Strecke sollten wir eigentlich auch kennen. Also sollten wir Chance haben, um irgendwie da unter die ersten 3 noch fahren. Aber das ist das eigentlich da. Ja, schon mal ein bisschen überschossen, nicht so schön. Auch nicht so schön da. Er hat noch ein paar schöne Strecken drin, sicher, es wiederholt sich auch relativ viel da. Im Gran Turismo und die Kurve kann man viel besser fahren. Ja, wir machen die Waldstrecken da nicht so werfen, weil da siehst du den Streckenverlauf relativ spät erst. Jetzt hast du das Gefühl gehabt, da ist ja noch bei den Stadtkurs eher wie so der Fall, aber die Stadtkurs könnten vielleicht einmal eher noch, ja eigentlich mehr in den Waldkurs haben wir ein Problem. Komisch. Ja, das ist auch nicht schön. Auch wieder der gleiche Fehler. Einfach nicht lernfähig. Es gibt einfach gewisse Leute, die sind lernresistent und bei Rennspielen zähle ich mit teilweise oder ziemlich oft auch dazu. Wurstelt man sich einfach irgendwie durch die Strecke durch, obwohl man eigentlich die Strecke nicht 2 bis 3 Mal fährt und die irgendwann eigentlich so halbwegs den Verlauf mal im Kopf hinein haben. Aber es macht, ja eben, im Moment macht schon keinen Spaß jetzt, da wenn ich es wieder spiele, aber der ganze Offscreen-Seite da, damit man wieder Autos hat, die halbwegs konkurrenzfähig sind, ja, das macht aber nicht so viel Spaß. Natürlich, wenn es euch gefällt, wäre ich froh, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst. Wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr natürlich auch den Dislike-Button drücken und um Anregungen bin ich natürlich auch immer froh, auch wenn ich viele nicht oder ja Sport umsetze oder gar nicht umsetze. Ja, noch das 1080 offen, wo ich eigentlich in den Kommentaren geschrieben habe, nein, mache ich nicht, aber ich glaube, irgendwann in der nächsten Zeit sollte ich das wieder mal noch machen für den Wahl Away. Das letzte wieder mal ein Commit anlassen, darum denke ich,
kann man das sicher mal noch machen, wenn nicht da Jahr, dann im nächsten Jahr. Da die Info auch mal noch da hat, fern überhaupt eine, so lange wie die Folgen schaut. Nein, da ist jetzt auch wieder schwer gewesen, glaube für die letzte Runde, aber gut, wir haben einen gewissen Abstand können rausfahren, weil es nicht so schlecht ist. Gut. Jetzt dreimal erster, einmal zweiter, glaube ich, also ja. Kann zufrieden sein, würde ich meinen. Und da wäre es natürlich auch schon wieder gewesen von dieser Folge. Wenn wir da noch schauen, was es gibt, da gibt es noch ein bisschen Credits. Dann für die Meisterschaft müsste es natürlich dann auch noch etwas geben. Wieder mal den falschen Knopf gedrückt. Und dann müssen wir ein Auto gehen, schauen wir das Auto natürlich noch rasch an. Und dann wäre es das auch schon wieder gewesen von dieser Folge. Ja, der sieht wieder mal so schlecht aus, hat auch PS, vielleicht würde uns der sogar lange für, wenn wir jetzt die Lizenz noch wieder machen für das letzte. Ja, muss man dann noch überlegen, wo wir noch den Kopf gehen lassen. Vielen Dank, sind da wieder mit dabei gewesen und man hört sich.